Nach einer längeren Pause sind wir zurück bei Splatoon 3 und das an guten Grund, denn wir werden angegriffen. Wer mit? Wer ist dabei? Wer kappt jetzt die Welle? Wobei, Surimi Syndicate, für euren und fürs Platzwill, seid ihr live dabei? Ah, ich freue mich. Wundervoll, wollen wir mal überall und irgendwo, wa? Ei. Und zwar geht's um den sogenannten Big Run. Ist so etwas, was ich jetzt generell mit der Bär GmbH und so, mit den Salmonellen kämpfen, was ich eigentlich dieser, ich sage jetzt mal dieser Playlist, da kann man durchaus so sagen, noch nie so gezeigt habe. Bis jetzt ging es eigentlich immer nur um Splatfests. Da aber dieser sogenannte Big Run noch ein bisschen was Spezielles ist, ist ja auch auf der neuen Grand Area oder Grand Arena, also einfach Grand Arena, ja, Englisch, ne? Grand Arena Map stattfindet und die ja auch für das letzte Splatfest bei Splatoon 3 vorkommen soll. Da dachte mir, warum eigentlich nicht, wa? Alle müssen helfen. Okay. Ei. Die B GmbH, wa? Ja, die sind krass. So. Aktuelle Arenen, das sind für andere Matches, das ist ein anderes Thema. Also dann, ja, wir sind ja kurz davor und fast schon dabei. Mit dem letzten Splatfest hier, wo wir die Teams wählen können, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Krasse daran ist, dass je nachdem, welches Team wir wählen, haben wir andere Unterstützer. Wenn wir zum Beispiel jetzt Zukunft wählen, haben wir das Trio aus Splatoon 3, ne, das wir hier im Splatcast so gesehen haben. Was ein bisschen seltsam ist, ne? Das für Zukunft steht, aber okay. Gegenwart, das sind diejenigen aus Splatoon 2 und Vergangenheit sind diejenigen aus Splatoon 1. Oho, ne? Also gar nicht mal so übel. Die Idee ist sowieso geil, alle drei mal zusammenzubringen. Und ja, ich sag mal so, ne? Wir haben 2024 und das Spiel erschien 2022. Die Entwickler haben gesagt, hey, sie unterstützen das Spiel 2 Jahre lang und diese 2 Jahre sind jetzt dann vorbei. Oh je. Wie es nach weitergeht, ist natürlich alles noch offen und so. Ich meine, damals hieß es schon von wegen, es gibt kein Splatoon 3, Splatoon 2 das letzte sein und so. Aber ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt für die neue Switch dann für den Nachfolger wird es ein Splatoon 4 geben. Ich kann mir vorstellen, dass die Entwickler es einfach so weglassen, weil das Teil hat so viel. Oh, muss ich mal ein bisschen umstellen hier. Er hat so viel, ja, wie soll ich sagen? So in Zukunft? Nein, Quatsch. So viel, so eine große Fangemeinde, so, das wollte ich eigentlich sagen. So eine große Fangemeinde, dann weiterentwickelt, es wird immer beliebter und so, also das irgendwie wegzupacken, ich weiß nicht, das wäre ein bisschen sehr creepy. So, die Bär GmbH, ne, die gab es auch schon mal bei Splatoon 2, hier bei Splatoon 3, ich habe es noch nicht so richtig gemacht, aber doch letztens, als schon mal so ein Big Run vorkam, haben wir mal so probiert und mich doch ein bisschen darin verliebt, ne, muss ich dazugeben. Ausrüstung. Ja, ist auch ein bisschen anders mit der Ausrüstung hier. Ich kann ein bisschen rumswitchen und so. Also eine andere Art Ausrüstung wählen, als wir eigentlich beim normalen haben. Beim normalen, ich sage jetzt mal, normalen Kämpfen. Und bei normalen Kämpfen ist es so, dass wir gegen andere antreten, gegen andere Spieler. Aber hier spielen wir zusammen mit anderen. Okay, das ist auch nichts Neues. In Viererteams, aber gegen eine Horde von Bösewichten. Von Salmoniten halt, ne? Und ihr seht auch schon, ne? Wir sind hier oben los und so. Zu Beginn des Big Runs, diesem Big Run, hieß es von wegen, ja, es geht ja auch um die Goldeier, die man sammeln muss. Aber wisst ihr was, ich glaube, zu viel ins Detail gehe. Fangen wir einfach mal an. Man kann es besser zeigen und so. Dann sehen wir auch eher, was abgeht. Also, einen Big Run starten. Erstmal speziell daran ist, das sieht man auch rechts oben sehr schön, wir haben hier eine eigene Stufe. Boss plus 2. Das gibt sich halt dadurch, wenn man halt öfters gewinnt. Steigt die Stufe, verliert man, sinkt sie. Ganz logisch. Und da gibt es ja, haben wir gesehen, so ein Symbol für, naja, ich sage jetzt mal mit 3 Köpfen drauf. Normalerweise ist nur ein Kopf da. Das sind die Boss-Salmoniden. Aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal eine neue Map. Auf der soll dann auch das Splatfest stattfinden. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Du hast eigentlich immer bei diesen Runs hier, egal ob es privat oder Big Run oder was auch immer, hast du nur Waffen, die vorgegeben werden. Die kannst du nicht beeinflussen. Bei Big Runs allerdings sind das krassere Waffen, ne? Wie das, den ich jetzt zum Beispiel habe. Das sind immer sogenannte Bärwaffen. Das sind bekannte Waffen mit dem Blaster.
der nochmal eine Ecke stärker ist und andere Features hat. Im Grundsatz geht es darum, die Viecher platt machen. Normalen, da gibt es eben solche Bossviecher, die wir gerade so gesehen haben. Die Bossviecher, die spawnen diese Eier. Das Goldfischeier. Die einfach hier einpacken. Dann gibt es den hier noch, muss man erstmal zum Stillstand bringen und dann von hinten her angreifen. Hier gibt es so viele von diesen Viechern, verschiedene Viecher, die haben natürlich eine eigene Schwäche und Stärke. Und der da, ne? Wir können noch an die Bomben aus Splatoon 2 erinnern, als Spezialwaffe. Tja, das Vieh hat es auch drauf. Das ist was ganz anderes, muss man erstmal einen Kreis da irgendwie färben und dann sie so platt machen, weil sonst geht's nicht. Die Dinger da oben, ne? Die muss man auch erstmal alle platt machen und dann hören die auf, da Farben zu sprühen. Dann haben wir noch den da, dann auch eine Spezialwaffe Splatoon 2 und 1. Wow! Und das Vieh ist auch ganz krass. Also platt gemacht. Ist halt einer, der aus dem Boden herauskommt und muss ihn mit der Keksbombe platt machen. Und ja, natürlich ist wichtig, die Kameraden hier wieder zurückzuholen. Alleine kommst du hier nicht weit. So, machen wir ganz kurz den da hinten blau, der nervt mich gerade. Zack. Das ist die sogenannte Goldfischkanone, mit der kannst du Goldfischeier näher ans Ziel schmeißen. Natürlich vor allem bei großen Maps sehr wichtig ist. So, eine neue Waffe. Ich habe den Bear Pluviator. Und so ein Bärwaffen ist eben zum Teil das Krasse. Es gibt ja viele Waffen, die du aufladen musst normalerweise. Es gibt zum Teil hier Waffen, die musst du gar nicht mehr aufladen, wenn sie die Bär-Varianten sind. Sind natürlich auch, die waren natürlich wesentlich größer, ne? Kann man auch nicht unterschätzen. Oh. Das war knapp. Was zum? 2 übereinander? Okay, haben wir noch nie gesehen. Gut, der bringt jetzt nicht viel. Ah, der ins Ziel, okay. Ah, ist wieder. Okay, okay. Platt machen. Und dann sieht man da ab und zu mal so ein paar Typen vorbeifliegen. Das sind diejenigen, die die Goldfischeier mit einsammeln könnten. Ne? Also reicht da einfach hier ein paar Gegner platt zu machen. Nee, du musst das Goldfischeier natürlich auch ins Ziel bringen, weil sonst kommen andere und klauen sie die einfach wieder. Wie viele man überhaupt ins Ziel bringen muss, sieht man links oben. Jetzt haben wir aktuell 17 von 20, das heißt 3 Stück noch. Stirbt für eure Brüder! Oh, scheiße. Wow. Noch nach down. Nein! Den finde ich einfach den fiesesten da. Weil der ist eigentlich unbesiegbar, außer er spawnt diese Kugel. Dann kannst du ihn platt machen, beziehungsweise das Teil da auf der Stier musst du angreifen. Zum Explodieren bringen. So, jetzt kommt der wieder. Der hat doch. Okay, schon down. Auch speziell ist, wir haben natürlich Spezialwaffen, die bekannten, die rechts oben sind. Man kann die aber nur maximal 2-mal einsetzen. Für alle 3 Wellen, ne? Also pro Runde quasi, also 3 Wellen, 3-mal Gegnerwellen, die kommen. Dafür kannst du insgesamt 2-mal eine Spezialwaffe einsetzen. Und das andere natürlich auch hast, sind die Klecksbomben, die Sekundärwaffe, das ist immer die Klecksbomben. Und wir haben gerade einen Bär-Roller und der Roller hier, als Bär-Variante, ist das Beste, was du überhaupt kriegen kannst, finde ich. Warum? Deswegen! Turbo! Natürlich auch schnell irgendwie plötzlich von der Map fliegen und so, aber das war halt. Ja, das ist das Problem eben hier. Das Vieh musst du irgendwie so platt machen, also das Teil da oben. Ja, einfach reinfärben, bis es komplett eingefärbt ist und dann jetzt vernichtet. Ja, den zu kontrollieren manchmal, den Roller, ist halt auch nicht ganz so einfach. So, für Golddinger, ne, die bringen natürlich eigene Goldfischeier, das ist klar. Insofern, es macht auch
durchaus Spaß, ne? Wenn man denkt, okay, du kämpfst gegen andere Spieler und denke ich mal gegen böse Truppen, von dem her. Ich muss ja trotzdem ein bisschen anders hantieren und aufpassen, wenn irgendwie, naja, übertreibst quasi. Gerade mit dem Roller. Da kann es wieder schnell passieren, dass du plötzlich irgendwo und nirgendwo bist. Oh nein. Oh nein. Die Trio-Offensive. Normalerweise ist einer von den dreien, der kommen kann. Hier aber, weil es ein Big Run ist, sind es alle drei. Und das ist eine sogenannte Extrawelle. Das wird gerade richtig scheiße. Ein Bär-Doppler. Da bin ich nicht so Fan von. Der Bär-Doppler hat, wie ich finde, eine Schwachstelle. Ich finde das ein bisschen übertrieben. So. Bei denen ist auch richtig am besten. Ja, super. Am besten greifst du die halt mit dem Goldfisch ein, weil die machen da extra Schaden bei denen. Und noch einer am Leben, das ist natürlich auch cool. Hallo, kannst du mal gerne mal zurückholen? Komm schon! Was machst du denn? Junge! Wie alle drei Schumpfies, weil man es halt wirklich so ganz krasse Dudes hier. Ja, super. Ey, was machst du da? Jetzt komme ich mal hin. Nein! Er hat gefressen, scheiße. Was halt hier immer krass ist, ist die Zeit bei der Extrawelle. Also egal, ob es jetzt 1 oder 3 sind, du hast so wenig Zeit gefühlt. Ich meine, ich sage das jetzt schon ein paar Wochen privat. Ich habe es noch nie geschafft, auch nur einen von den Platz zu machen. Klar, du hast bei einem normalen Run, wenn es nur ein Gegner ist, nicht 3, hast auch nicht so krasse Waffen wie wir jetzt haben. Okay, aber trotzdem. Es ist einfach übel. Die Zeit doch so knapp messen ist, es sind halt 3 oder einer sehr starke Gegner. Es sind normale Gegner, die kommen, normale, sag jetzt mal Minibosse kommen ja auch noch, wenn du die platt machen musst. Damit du halt die Goldfischeier bekommst. Ich denke mal, gut trainieren, hier sieht man es, ne? Gerade da mit dem Doppellöscher halt, ja. Klar, und halt so, du machst so eigentlich einen Spezialdamage, ne? Das quasi hin und her springen. Das ist natürlich schon, oder hin und her rollen. Das ist schon geil, keine Frage. Aber klappt halt nur bei Gegnern am Boden, ne? Okay, ist einer Mitte, was aber jetzt? Den Bärstringer. Stringer. Eine der Schwächenwaffen, wie ich finde. Er macht zwar auch mehr Damage natürlich wie andere Waffen. Oh nein. Das Ding hasse ich. Es sieht um mich herum jetzt so goldene Dinger. Fliegen quasi. Kann man auch sagen. Jetzt bin ich als Ziel markiert. Das heißt, all diese Salmoniden, die kommen jetzt alle auf mich zu. Das kann man natürlich durchaus auch taktisch verbuchen, ne? Und einfach sagen, okay, sollen alle auf mich losgehen. Ich bin zwar Köder und gehen in eine Position, wo die anderen das nachher abfangen können. Aber es kann eben auch anders ausgehen, leider. Ja, zum Beispiel so, ich wollte eigentlich gerade hochspringen. Am besten bist du einfach da irgendwann ein Punkt, wo du am besten in Sicherheit bist. Tatsächlich. Ja, soll dann ein bisschen Zeit verschaffen. Ja, ich habe eine Spezialwaffe, will die eigentlich nicht gegen die verschwenden in der ersten Runde.
So, wir haben schon mal die 90 geforderten. Ja, Goldfischeier. Also besser mal den Modus, wenn die Gegner so auf dich zugestürmt kommen, auf hohe Fläche gehen. Zum Beispiel so. Wenn sie möglichst nicht hochkommen. So, nur mal sicher gegangen. Ah. Kann machen. So. Der Pluviator, ne? Natürlich den Sekundäreffekt nicht, ne? Also sprich, ich habe hier kein Ding. Kein Schirm über der Ausfahrt. Da ist ja trotzdem noch ein Regenschirm, ne? Oh, der schon wieder. Boom, Chakalaka. Oh. Nein, nicht gut. Ah. War eingedrängt. Jetzt kommen die Eier, natürlich. Hallo. Zurückholen, dankeschön. Schon so einer. Nein, nicht ganz gereicht. Scheiße. Na toll. Können wir Verkackeiern, Alter. So. Kurz die Ruhephase hier ausnutzen. Ich hoffe, es sind noch ein paar von meinen Freunden. Den habe ich nicht gesehen. Dann natürlich doof. Hilfe! Help me! Warte mal, ich komm schon. Ah. Achtung! Boom! Schönes Ding. So. In der Regel sind es vor allem die Big Runs, weil du diese speziellen Bärwaffen hast. Es ist natürlich um einiges einfacher als normale Runs dann. Oh, der Bär Schwapper. Da ist die Waffe. Ich muss korrigieren, das ist die Waffe, die ich am meisten hasse. Sie ist stärker, klar, aber guck mal. Wie langsam das da ist. Und du kannst nicht irgendwie stärker machen oder so. Ich meine, es macht Damage, gar keine Frage. Aber ich finde bei weitem nicht so viel, dass es irgendwie lohnen würde. Ja. Nee, die Waffe, die hasse ich. Aber der bin ich gar kein Fan. Manchmal keine Tinte, das ist so scheiße mit der Waffe. Und springen oder so kann ich leider auch nicht. Aber ich kann natürlich jetzt einmal weglotsen. Ah, das läuft ja nicht so gut. Ja, Feierabend. Feierabend heißt, alle besiegt wurden im Team. Das in der zweiten Welle. Ne, in der dritten war es noch. Naja. In der Regel ist es so, wenn du in der ersten Welle verlierst, kriegst du einen, ja, einen krassen Down-Up, sag ich jetzt mal vom Rang her. Also wirst du runtergestuft. Bei der zweiten ist es dann nur ein bisschen oder in den meisten Fällen sogar gar nichts, aber bei der dritten auch nicht. Also wenn du in der dritten Phase halt, an der dritten Welle abkratzt, dann, naja, Pech gehabt halt. Aber ja, auf die Idee kam, das so zu machen, ganz ehrlich, die Waffe ist so scheiße. Der Bär-Schwapper. Ein richtiges Downgrade. Der Bär-Roller ist natürlich mein Liebling, ne, ist klar, weil du einfach gegen düsen kannst, er ist halt
Imba. Oh. Ja, Bärschlatana. Ja, das ist... Sie ist stärker als normal. Das Problem ist, die hat null Reichweite mehr. Also wirklich, die Reichweite ist weg bei dem Teil. Das Ding ist wirklich komplett für Nahkampf. Da ist es gut. Gar kein Thema. Da kannst du was machen. Okay. Keine Begründung, wer mir platt gemacht hat. Das ist auch nicht schlecht. Hallo. Ah. Hat er doch getroffen. So. Den platt machen am besten passen hier Klecksbomben. So. Ja komm, mach jetzt nicht platt. Na komm, weißt du was? Was? Warum? Wer hat mich platt gemacht? Hä? Wie ging das gerade? Wieso haben wir jetzt gerade hier am Kopfhörerkabel verhangen? Hä? Wie ging das? Was war denn jetzt gerade kaputt? Ja, seht ihr, jetzt kriege ich halt eine Abstrafung quasi, weil ich schon in der ersten Runde rausgeflogen bin. Als ob dieses Stahl-Dingsbums-Monster so hoch gewesen wäre. Aber ich wurde sonst von nichts getroffen. Seht ihr? Das Ding hat keine Reichweite mehr. Mehr Kraft dafür, weniger Reichweite. Ja, wer auf manchen Dingen abgestraft werden. Oder verschlimmbessert werden quasi. Naja. Aber das ist eben mit dem Ding, wieso gestorben bin, kapiere ich nicht. Da hatte gerade ich mache eine Cool-Kugel. Cool. Ja, ich mache eine Cool-Kugel und schmeiße sie dahin, wo die anderen gerade stehen. Um sie so wieder zurückzuholen. Natürlich deswegen ein bisschen doof, weil noch so ein Viech war mit dem Schild drumherum, aber er hätte glaube trotzdem geknackt. Ah, der Roller, Gott sei Dank. Der BR-Roller. Mein Liebling. Also, das ist einfach geil, hier irgendwo zu cruisen. Aber der Tintverbrauch sehr gering. Oh ne, Nebel. Dann rufen wir die anderen. Das ist das Problem, Nebel, du siehst nicht mehr, wo du hinfährst. So, das war die Rache. Scheiß Stahlviech-Dings. Noch einer! Junge! Ja, ist gut, wir haben es verstanden. Was ein bisschen speziell ist bei den Goldfischeiern. Du kannst natürlich auch ins Ziel schmeißen. Braucht aber relativ viel Tinte tatsächlich. Deswegen ein bisschen einfach kurz packen, hinrennen zum Korb. Oh scheiße, wow, noch knapp. Kann ich mehr halten? Oh, schon letzter Spieler. Nein! Nicht jetzt! Sag mal, wie viel Pech kann man haben? Ja. Ey. Ein Millimeter, bevor er bei denen war, ging die Tinte aus. Und ich war so schockiert, eigentlich hätte ich eine Spezialwaffe einsetzen müssen, aber ich war so schockiert, ich konnte gar nicht mehr. Ey. Wie viel Pech kann man haben?
Also die Schattenseite, ne? Das Teil halt auch viel Teamverbrauch, aber eben ihr viel im Gegensatz zu anderen Waffen braucht es relativ wenig. Es macht einfach Spaß. Ist einfach schade, dass du das Teil hinterher einfach selber auch auswählen kannst, ne? Weil das ja das Prinzip dahinter bei diesen Missionen bei der Bär GmbH, dass du deine Waffen nicht selber auswählen kannst. Klar, verstehe ich es irgendwo durch auch und irgendwie macht es auch Spaß, ja, ist auch geil. Beim Salmon Run. Ich hoffe nur, dass irgendwann das Spiel mal soweit, was heißt durch ist. Aber wenn die Entwickler sagen, jetzt machen sie nichts mehr am Spiel, gibt keinen neuen Content mehr und so, das wird uns doch noch die Möglichkeit geben und sagen, hey, Big Run kann man selber wählen. Das ist quasi, ob du einen normalen Run willst oder einen Big Run. Das wäre cool. So. Also mal ein bisschen Konzentration, Freunde, wäre nicht so verkehrt. Ich gebe Gas, ich hab Spaß. Oh, scheiße. Da hat ja wohl ein bisschen zu viel Spaß, ne? So, also schon mal genug eigentlich, ne? Also genug Goldfischeier. Tschüss da. Wow. An der anderen Seite, ne? Fies. Und noch so einer. Juhu! Ja, zu mir. Ja, ja. Wir kommen zu dir. Keine Sorge, Alter. Was haben wir jetzt? Den Bär Doppler wieder. Ja, im Prinzip, ja, ist auf die Reichweite halt wieder, ne? Ich lenke sie ab für euch. Ja, toll. Wieso gehen wir eigentlich zurück? Hier ist eine Fischkanone. Ist egal. Spät gesehen. Nein! Oh! Ja, das Problem im Doppler halt. Scharfschütze soll man das Teil machen, beschützt sich immer so lange. Mein lieber Scharfschütze, was machst du da vorne eigentlich? Ja, geht doch. So. Kann ich ein paar retten? Ah, geht einfach selber drauf. Naja. Und die Zeit abgelaufen. Gott sei Dank. Hui. Das
kriege ich jetzt? Also, was Neues? Nein, Bär-Doppler. Junge. Ich will den scheiß Bär-Doppler kriegen. Und leider schon zu stark geschwächt. Ja, wer macht das? Oh, zwei sogar. Mal ein paar Spezialwaffen droppen, ne? Warum auch nicht? Oh, nein, nicht der. Ja, immer schön fressen, ne? Man sieht schon, ne? Ist halt immer was los hier. Tschüss, Mann. Was? Der hat überlebt? Warum? Voll durchdrehen, Mann. Ah, gewonnen. Neuer Highscore über 105. So. Schicke Waffen, Mann, was? Ja. Hab so ein bisschen auf den Doppler, aber okay. Und es geht nach oben. Sehr schön. Was wir jetzt mal angucken könnten, ist auch eine Bonusleistung so, ne? Also was wir generell so für Preise jetzt eigentlich bekommen haben, ne? Man kriegt ja auch so Kugeln, die sieht man da auch sehr, sehr schön da rechts, nämlich. Also rechts oben steht bei mir so 16, so bei diesen drei, ja, bei diesem Icon mit den 3 Kugeln quasi. Und die kann man hier einlösen, das sind die Boni. Meistens ein bisschen Geld und so, oder auch ein paar von diesen Schuppen, die wir nachher eintauschen können. Es gibt natürlich auch Ausrüstung, ne? Und ja, du kannst entscheiden, willst du die Fragmente haben oder willst du die neue Ausrüstung haben. Neue Ausrüstung, Fragmente bitte eintauschen. Und jetzt hier, also die Golddinger, haben wir gar keinen davon. Schwäche Rüstung, Schwäche Rüstung. Ja, und diese ganzen Muscheln, die wir gesammelt haben, die können wir dann hier eintauschen. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie was für Gold zum Beispiel, müssen wir auch geben. Haben wir irgendwo, dass man für Gold eintauschen muss? Du hast nicht genug Schuppen. Na, da ist doof. Ah, Schuppen sind keine Muscheln, okay. Die Schuppen. So. Und hier? Was willst du uns sagen, Alter? Prächtig, preisverdächtig. Mein Fleisch hat sich ausgezahlt. Eine gestandene Milliarde Goldfischeier. Ne? Also nicht nur wir selber, also ich selber jetzt, sondern natürlich wir alle zusammen, die jetzt hier da mitgemacht haben. Insgesamt über eine Milliarde Goldfischeier gesammelt. Herr Bär. Ja, es ist halt Herr Bär, ne? Kann man weitere Goldfischeier, werde die Schuppen irgendwas weiter erhöhen und die Obergrenze und mit allen einfach gemeinsam bemessen. Okay. Das war's schon. Okay. Also einfach weitermachen, hoffen, dass es irgendwann noch höher geht. Ich würde sagen, ich habe einmal noch so ein 2 Matches machen noch, weil nachher bin ich dann wieder bei der Trio-Offensive dabei. Das passt doch, wa? Ich könnte auch jetzt noch eine private Schicht machen, ne? Eine Übungsschicht mit Freunden, das geht zwar auch. Aber wir wollen jetzt hier mal den Big Run noch machen. Aber zumindest einmal in dieser Splatoon Online Let's Play Reihe, nenne ich es jetzt einfach mal, immerhin einmal noch den Big Run Modus gezeigt.
Und Salmonellen-Run generell. Weil eben, ich war am Anfang gar nicht irgendwie so erpicht darauf, das irgendwann auszuprobieren. Und plötzlich dann immer so, warum nicht? Und ja, habe mich dann doch relativ schnell gefesselt. Es gibt natürlich auch so Szenen, wo du dann siehst, okay, du hast nur die und die Waffe zur Auswahl, du hast keinen Bock auf die Waffe, okay, du machst halt nicht mit. Natürlich auch. War noch schon wieder. Autsch. Voll in die Fresse. Und ja, ihr seht richtig, die schlagen mit Bratpfannen. Eine Unverschämtheit. Also diese Fettibulettis, die machen ja gar nichts, ne? Also es ist nicht so, dass die uns irgendwie Schaden machen. Aber doch in gewisser Weise schon, wenn es ein Goldfisch zu diesen Kanonen kommen, und schmeißen nicht Goldfischeier rein, sondern ihre eigenen Eier, glaube ich sogar, und die verursachen eine Welle dann, wenn sie irgendwo aufschlagen, und verursachen dadurch Schaden bei uns. Ist ein bisschen anders. Der gab viel. Boah, Junge, sind das zwei? Raketenteile, das reicht's mir. Ich habe vorhin gesagt, man braucht Klecksbomben, geht aber auch so. Ja, da hinten ist noch einer. Tatsächlich. Eben da ein bisschen Klecksbomben reinschmeißen, natürlich erstmal abwarten, ne, bis ich wieder reinschmeißen kann. Aber ist eh vorbei. 46 gesammelt, 19 gebraucht, um die Runde zu gewinnen quasi. Oh nein, oder der Platana. Ja eben, ne, Nahkampf super, aber alles andere. Das Aufladen finde ich lohnt sich bei dem Teil auch natürlich. Was ist jetzt los? Oh nee. Wow. Das war ordentlich gescheppert. Oh, das Ding. Okay. Ja, dann müsst mit dir ran. Aua. Das lief jetzt ein bisschen ungünstig. Oh, das war praktisch. Ah. So. Der schon wieder. Ja, komm. So. Einmal Ruhe hier. Da ist noch einer. Junge, ist er penetrant. Wieso ist los? Sind wir fertig hier? Und tschüss. 38,45. Fast das Doppelte. Ja, der Roller. Sehr schön. Ah, da lacht das Herz. Rock'n'Roll, Freunde! Oh. Kein Kommentar. Okay, es klappt so nicht, da muss ich anders rangehen. Nein, verdammt!
die letzte Runde. So. Ja, ein bisschen einsammeln hier, wa? Komm gleich, so. Das macht doch Spaß. Das Teil. Also ich hasse das Vieh hier. Ich finde, er ist mitunter der nervigste von allen. So, ja, war klar. Ja, der schon. Die Leiste war schon ziemlich voll bei mir. So, die Trioffensive oder Trioffensive. Die Trioffensive. Da wir hier nochmal ein. Sogar zwei dazu, okay. Eine Eierkanone. Das ist spannend. Schwieriger zu gucken, wie er dadurch rushen soll. Mann, ich komme nicht. Ach, scheiße. Oh, Gold, da hätte mir eigentlich genug, wa? Wo ist er denn? Der Konfetti Bulette, der beschützt den anderen, das ist wohl auch fies. Ich muss kurz abwarten. Das ist der andere, ne? Das ist der falsche, den ich gerne angreife. Ein Plug gemacht, aber eben, es sind halt 3 insgesamt, ne? Ja, das schaffst du. Also. Alle 3 Platz machen, weiß nicht, welche Kombi du da brauchst, aus welcher Bärwaffe plus Spezialwaffe, um das hinzukriegen, ey. Junge, Junge. Das ist so schwer. Je nachdem halt, ne, sind dann die Boss-Salmoniden, die irgendwie normale Monster irgendwie beschützen, also ihre einzige Schwachstelle sogar beschützen, dann kommen sie eh nicht durch. Das ist saumäßig schwer. Naja, wie was sei. Freunde, das war's hier mit dem Big Boss One, oder nur Boss One, ne? Ich glaube, heißt nur Boss One. Für die heutige Folge, oder vielleicht sogar eben, je nachdem, für immer, weil ich halt nicht genau weiß, ob das nochmal kommen wird in Zukunft. Weil es halt so angekündigt gewesen, dass man sagt, okay, wir bringen ja bald das große und letzte Splatfest. Ob es das letzte ist, wer weiß, aber es wird auch das Grand Area oder so, Arena oder so genannt, ne? Weil es halt das große Finale einläuten soll. Aber wir hatten damals bei Splatoon 2 auch das Finale. Es gab dann nochmal ein finales Splatfest, also, oder ein endgültiges Splatfest, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Aber es ging dann noch weiter und hier mit dem Boss One, eben, ich hoffe, dass der trotzdem noch weitergeführt wird. Vielleicht irgendwie einfach, dass man sagt, hey, es gibt einfach immer fixe Waffen. Immer die gleiche Arena und so, da wird man nicht mehr groß was dran machen, aber es gibt jeden Monat zum Beispiel einen. Und alle 2 Monate gibt es einen, ja, dass man so aus einem fixen Rhythmus reinbringen kann. Gibt es ja nicht mehr den neuen Content, aber trotzdem halt eine Möglichkeit, das Teil nochmal zu machen. Ja, weiter anklotzen. Das werde ich tun, aber dann privat, sprich offscreen sagen. An der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und
bis zum nächsten Part. Ne, da werden wir uns beim Splatfest wiederfinden, auch in der mehr oder weniger selben Arena, die sein wird. Und die Frage ist, sind wir Team Vergangenheit, sprich Splatoon 1, Team Gegenwart, Splatoon 2 oder Team Zukunft, Splatoon 3? Was eben ein bisschen creepy wäre. Jetzt so geil gefunden, wenn man irgendwie gesagt hätte, hey, es gibt noch, das Team Zukunft ist irgendwie ein Trio oder Quartett aus Splatoon 4. Hätte ich irgendwie geil gefunden, wäre aber natürlich, ja, kann man durchaus vorstellen, schon ein bisschen zu sehr Vorstellung gewesen wäre für den Entwickler, was zu sagen, hey, wir bringen das jetzt schon, aber wir wissen gar nicht, wie Splatoon 4 überhaupt aussehen wird. Es wird sicher mindestens noch ein Jahr Entwicklungszeit brauchen. Ich glaube nicht, dass es zum Launch der neuen Switch erscheinen wird. Das glaube ich nicht. Also ein Switch-Nachfolger. Cool wäre es zumindest irgendwie. So ein Weihnachtsgeschäft 2025. Ja, wir werden sehen. Wir sind jetzt noch ein bisschen Zeit, wa? In dem Sinne, fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal mit dem Dünenroller hoffentlich, Bärroller, Entschuldigung. Zurück bei Splatoon 3. Ich bin frei. Juhu! Tinte mehr, scheiße. Tinte, keine Tinte. Motor ist aus. Scheiße, kein Treibstoff. Tschüssi.